Haut testen wir, wie viel Acceleration unser Körper verdrohen kann. Acceleration, das ist die Änderung von der Vitesse mit der Zeit. Und eine Acceleration, die ihr alle gut kennt, das ist die von der Erde. Das ist 1G, der Anziehungskraft. Wie viel G der Körper aber verdreht, das testen wir. Und dafür habe ich mir diesen speziellen Auto besucht. Tja, gut, dass wir auf einer Teststrecke sind, weil auf der Straße der wir nicht mal 260 km an der Stunde fahren. Gell du? Wow, das war schon sehr. Mit meinem Gerät noch hat man aber nicht mehr 0,9 G drauf. Tisch mit einem Auto ist es nicht möglich, für über den 1 G rauszukommen. Dafür brauchen wir viel mehr Besseres. Wow, Logan, das war kompliziert. Etwas wird noch mehr sehr als für ein 500 PS starken Auto. Ja, an etwas, was nicht um Treibung mit der Straße gebunden ist. Okay, wie wäre dann Heimat der Joseph? Ha! Das ist ein Albatros, ist sicher viel mehr sehr wie als ein Auto. Adrenalin pur, den Dram von allem Mann für Mat zu fliehen. Kind das dann nur dem Experiment helfen? Ja, das halten das nicht gut. An einem Flieger wie den heutigen gibt es nicht nur die Acceleration nur 4, mit zusätzlich eine Acceleration nur oben, sonst kann der Flieger ja auch nicht fliehen. Und diese Accelerationskräfte sind viel mehr stark wie die nur 4, und die gehen wir testen. Wie man hier am Test gesehen hat, die Acceleration nur 4 beim Flieger nicht mehr sehr wie die beim Auto. Verzählt als die Acceleration nur oben, und das möchte beim Flieger, dass er fliegt. Das Auto ist am Anfang zwar mehr sehr von der Platz, geht aber her noch überholt. Die G-Kräfte, die Joseph spielt, sind extrem bei den Manövern, weil dem Moment die Aerodynamik von den Fliegen ändert. Die Acceleration nur oben erreicht das Maximum, hier geht nur gezogen und dadurch ist es schwer. Die viel Geld, die ziehen immer mehr und mehr Euro. Da geht es immer mehr schwer. Ich will das richtig so. Die meinen, wie man schwer geht. Also richtig, die Acceleration zieht nur innen. Hey, das ist cool. Ja, cool bis hierhin. Fängt nach Leben Enker sehr, Mr. Science. Also geht das weg, aber ich spüre den nicht richtig. Der zieht an, wie immer auf der Kopf rein. Okay, Joseph, genug gespielt, dann dürfte Robert Ölo eng Schöp dabei lehen. Robert, wie wäret mal de pur G mei? Geht auf Kopf. Das wird noch haftig. Ich kriege mich eher mal nicht an Blutkurve. Das heißt, liebe ich. Tja, dat verschlägt doch also Mr. Science-Spruch. Okay, genug gelitten. Herr Pilot, wir landen. Es schön die überlebt. Es schön die überlebt. Es war ein super Fluch. Am Normalzustand pumpelt als Herz Blut durch den ganzen Körper bis herab an das Gehirn. Und dadurch kriegt auch Gehirn genug Sauerstoff für zu funktionieren. Wenn wir aber nur ganz großen Accelerationen ausgesetzt gehen, dann geht Blut mehr schwer. Und das Herz kriegt auch viel mehr schwer, für bis herab an das Gehirn zu pumpen. Und dann, wenn das Gehirn nicht mehr genug Sauerstoff kriegt, dann kriegen wir einen sogenannten Blackout. Das heißt, es geht schwarz für uns an. Aber wenn das lange andauert, dann kann ich bis bewusstlos gehen. Und nur der Bewusstlosigkeit könnte auch schnell den Tod, und das darf auf keinen Fall passieren. So, und ich bin froh, bei normaler Erdanziehungskraft mit 2 Füßen im Boden zu stehen und lo zu Fuß hinzugehen. Joseph, sind wir nicht von der anderen Seite kommen? Oder, nee, war mal, das war so viel Haut. Passt vielleicht ein bisschen durch